Interessante Frage. Ich glaube, eher nicht so gut. Ich bin immer psychisch angeschlagen. Ich habe ab und zu immer noch ein bisschen Backflash. Von früher, nach dem Tod vom Vater, ist mir elend gegangen. Ziemlich schlecht psychologisch betreut worden. Nicht so einfach war die Zeit für mich. Ich habe in den letzten 3-4 Jahren viel geändert, damit ich eher positiv ums Leben gehe. Man merkt das, wenn man mich mit 20 kennengelernt hat und jetzt hat sich viel verändert. Mein Mindset hat sich verändert. Ich bin sehr, sehr stabil oder stabiler geworden im Punkt von etwa mit 20. Und ich arbeite an mir selber immer noch. Aber zufrieden bin ich noch nicht, definitiv nicht, weil ich bin noch nicht eben die beste Form von mir und die sollte noch kommen in der nächsten Zeit. Und ich glaube, jedem, wo es nicht so gut gegangen ist oder ein psychisches Problem hat, sollte wirklich dringend mit sich selber arbeiten, in dem Sinn mit Tagebücher schreiben, lesen, meditieren, einfach zu wachsen, sich zu beschäftigen, sich mit Leuten austauschen, die wichtig sind. Das ist so der Punkt für mich, wo mich weitergebracht hat. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, die beste Form von mir zu werden. Immer wieder anders. Jeden Tag ist wieder ein neuer Tag, was mein Wohlbefinden betrifft. Ich bin ein sehr starker Phasenmensch. Ich habe dich nicht gesehen heute und du fragst mich, wie geht's? Und ich sage, nicht so gut. Und dann siehst du mich in 2 Wochen wieder und dann kannst du überhaupt nicht davon ausgehen, dass ich immer noch sage, nicht so gut. Das kann mir in den nächsten 12 Stunden schon wieder super gut gehen und dann aber irgendwie 8 Stunden später wieder nicht so gut. Also die Frage, wie es mir wirklich geht, jetzt gerade geht es mir gut. Jetzt gerade bin ich in einer guten Mut, guten Stimmung. Aber die Frage müsste ich auch 2 Stunden neu beantworten eigentlich. Mir geht's recht gut. Ich merke einfach selber von mir, dass ich im Moment nicht so gut mit Stress umgehen kann. Also ich bin sehr viel gestresst und weiss noch nicht, wie damit umgehen und bin oft am Überlegen, wie könnte ich das machen, wie schaffe ich alles unter einen Hut zu bringen, wie mache ich die Leute um mich zufrieden, wie behalte ich mich zufrieden. Darum, ich bin ein bisschen gestresst, aber mir geht es eigentlich gut, weil ich habe alles, was ich brauche im Moment. Und alles, was ich mache, macht mich glücklich. Ich mache vielleicht einfach ein bisschen zu viel. Über die Frage habe ich mir in letzter Zeit auch recht viele Gedanken gemacht und ich habe mich als mega glückliche Person einschätzen können. Also mir geht es sehr gut momentan. Ja, also so kleine Sachen sind immer rum, aber ich merke in letzter Zeit so, es sind so Sachen, die kommen und dann hast du ein bisschen Sorge und dann ist das ein paar Tage, ein paar Wochen später ist das wieder rum und du denkst so, ich habe so viele Gedanken jetzt an das verschwendet, das wäre gar nicht nötig gewesen. Und ich versuche einfach immer so Situationen, wo ich irgendwie traurig bin oder gestresst bin, mir zu überlegen, so ja, kommt das morgen noch drauf ab, ist das in einer Woche noch so, wird mich das noch so belasten, ist das in einem Monat immer noch gleich oder ist es jetzt einfach etwas, wo ich mich momentan damit befasse und in mich hineinfresse. Ich versuche das dann wie möglichst gut und schnell zu verarbeiten. Oft ein bisschen zerrissen. Also ich probiere mich eigentlich schon immer so ein bisschen dazu zu entscheiden, einen glücklichen Tag zu führen und trotzdem, ja, wenn man sich so ein bisschen Gedanken um seine Vergangenheit macht, gibt es Sachen, mit denen muss man klarkommen. Die holen einem immer wieder ein bisschen ein. Wenn man sich Gedanken über die Zukunft macht, kommen einige Sorgen auf. Könnte das passieren? Ist das vielleicht schlimm? Ist das vielleicht nicht so gut für mich? Aber ja, ich finde, man muss so ein bisschen den Mittelweg finden. Ich finde, was passiert ist, ist passiert und was kommen wird, wird kommen. Da können wir halt bei beiden Sachen nicht viel machen. Also macht es für mich wie nicht Sinn, an dem lang festzuhalten. Für mich ist es mehr so eine Reflexion in der Vergangenheit und eine Vorbereitung für die Zukunft und dazwischen probiere ich eigentlich immer ein bisschen gute Laune zu haben. Ja, deep question. Ich weiss natürlich nicht, wie viel ich erzählen kann. Ich habe das Gefühl, wir tun uns schon jeden Tag Masken aufziehen, probieren einfach zu funktionieren, obwohl wir zum Teil mit dem recht Mühe haben. Und ja, ich probiere einfach mein Bestes, sagen wir es mal so.
Momentan geht es mir sehr gut, aber ich habe einen neuen Menschen in meinem Leben, wo es nicht so gut geht momentan, und das beschäftigt mich sehr. Und darum habe ich oft ein beklemmendes Gefühl, weil ich sehr viel Hoffnung und Zuversicht habe, dass es ihr besser wird gehen, aber das nimmt halt mit. Sehr, sehr ein Auf und Ab aktuell. Es gibt Momente, eben, wie wenn ich mich auf etwas freue, dass die Freude auch wirklich echt ist. Es gibt aber auch viele Momente, wo ich mich recht zusammennehmen muss, um dass die negativen Gedanken und alle negativen Gefühle aufkommen. Mir geht es wirklich gut momentan und ich bin mega froh darüber. Ich glaube, das können momentan auch nicht viele über sich so sagen, in der Corona-Zeit vor allem. Und darum bin ich eigentlich sehr dankbar dafür. Wirklich sehr gut. Es ist auch sehr interessant, es geht mir schon sehr lange sehr gut und ich hoffe, es bleibt so. Ich glaube, es liegt daran, ich habe einfach so ein bisschen gelernt, das um mich herum zu schätzen, was mir viel wert ist, was mir viel bedeutet. Und darum fällt es mir auch oft schwer, wenn es mir schlecht geht, dass es mir lang schlecht geht, weil ich mich immer wieder aus dem rausholen kann, indem ich mir vor Augen führen kann, was ich eigentlich alles habe und wie glücklich ich eigentlich darf sein und kann sein. Ja, wir haben vorhin gerade über etwas geredet, das mich in den letzten Wochen so ein bisschen beschäftigt hat. Und das kommt jetzt gerade wieder vor. Es ist ein Thema, das bei mir auch mit Trauer verbunden ist, so ein bisschen auf eine Art. Und ich immer noch in der Verarbeitung bin. Das taucht gerade auf. Hey, ich bin zufrieden. Wie geht es mir wirklich zufrieden? Voll. Und voll gespannt darauf, was kommt in den nächsten Jahren. Weil ich gerade heute ein Gespräch mit meiner Schwester hatte und wie so festgestellt, dass im Moment sehr viel passiert in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Und ich freue mich auf alle Veränderungen, die kommen. Vielleicht wird es ein bisschen chaotisch, aber ich bin überzeugt davon, dass es ganz, ganz schön wird. Und ich freue mich auf alles, was passiert, auch gerade in meinem persönlichen Leben. Ich habe eine mega, mega erfüllende Partnerschaft gerade. Und das Studium, das ich angefangen habe, macht mich auch glücklich. Deswegen, wie geht es dir wirklich? Ich bin zufrieden und freue mich auf die Sachen, die in nächster Zeit passieren. Ahoi.